Hallo Reisefreunde, heute aus dem 42. Land unserer Reise. Es ist Weißrussland. Wir können ja leider kein Geheimnis draus machen, steht ja schon unten im Titel. Und gleich vorab zur Erklärung, dieses Video ist ein reines Erlebnisvideo, wie das Ganze funktioniert. Nach Weißrussland zu kommen, sozusagen ohne Visum. Das erfahrt ihr hier oben in einem separaten Video. Es ist auf jeden Fall ein großes Abenteuer, das Ganze, und schon ein bisschen anders, oder? Auf jeden Fall. Also die Grenzkontrolle, ich glaube, das war die intensivste Grenzkontrolle, die wir bis jetzt überhaupt erlebt haben. Hatten. Ja. Genau, und jetzt bin ich sehr gespannt, was uns heute hier im Land erwartet. Ihr seht, wir sind nicht mit Karlchens 4 Gummis unterwegs, wir haben 4 Mietgummis dabei. Einfach damit wir hier ein bisschen weiter rumkommen. Wäre auch möglich mit Auto reinzukommen, aber allein die Grenzkontrollen und so weiter, das wollten wir nicht machen. Deshalb haben wir uns für die Fahrradmöglichkeit entschieden und werden so diesen Urwald-Nationalpark nun auch auf der weißrussischen Grenze erkunden. Der erste Stopp, das ist ziemlich ein spezieller Stopp und ich weiß nicht, ob euch das was sagt. Väter von Frost besuchen wir nämlich. Wir mussten das ja erstmal googeln. Vielleicht weiß das der eine oder andere von euch. Es ist auf jeden Fall wirklich ein riesen Abenteuer. Wir haben jetzt gut noch 6-7 Stunden Zeit, um das Land zu erkunden. Wir sind zeitlich beschränkt, also wir haben nicht alle Freiheiten. Wir müssen einfach heute halt wieder zurück und wir haben ja wieder Zeitverschiebung zu Polen, eine Stunde. Und das macht es natürlich ein bisschen schwieriger, sage ich mal, weil die die Zöllne natürlich unterschiedlich lang geöffnet sind. Ja, aber ich würde sagen, jetzt geht's los. Wir sind super gespannt. Weißrussland, das 42. Land. Los geht's! Am Wegesrand stehen hier immer wieder solche Schilder, die zwar auf Russisch, also auf kyrillischer Schrift sind, aber es hat auch immer einen kleinen Teil, der auf Englisch ist. Und hier wird uns jetzt gerade mitgeteilt, dass es sich bei dieser Pinie hier um ein 350 Jahre altes Exemplar mit 125 cm Durchmesser, Stammdurchmesser handelt. Ganz schön spannend hier. По-русски. Дедушка Мороз, появись, пожалуйста. Grandfather Frost, please show you. Come out. Дедушка Мороз, появись, пожалуйста. И еще раз. Grandfather Frost, please show you. Come out. Дедушка Мороз, появись, пожалуйста. Сейчас он выйдет. Это его хата. Sleeping. Он старенький, да, с бородой. Вы потом с ним поговорите и пойдете вот так. Ага. Там указатели везде будут. Да. Так, обойдете елочку, а потом придете сюда, а вот там, вот в этом домике, будет подарки. Подарки. Да. Вот билетики дадите там, а вам дадут подарки. Мушнам. Дедушка Мороз, появись, пожалуйста. Вот. Все, вот. Пожалуйста. Здравствуйте, уважаемые гости. Здравствуйте. Очень приятно вас приветствовать у себя в гостях. Откуда будете? Они по-русски практически не понимают. Where you live? Switzerland. Швейцария, так. Добро. Швейцария. Сделаем фотоснимок. Фото. Wir haben gerade
Väterchen Frost getroffen, den Weihnachtsmann von hier, und ich durfte sogar einhängen, mega cool. Das hier hinten, das ist das Weihnachtsdorf von Weißrussland. Denn jedes kleine Kind weiß, dass der Weihnachtsmann oder eben Väterchen Frost hier im Dschungel, also im Urwald wohnt. Ja, Väterchen Frost, fragt ihr euch vielleicht, was das überhaupt ist. Ist der Weihnachtsmann Ersatz quasi von den osteuropäischen, von den slawischen Ländern. Schenkt ebenfalls die Kinder mit Geschenken. Das Ganze findet aber erst zu Silvester statt und ihm hilft dabei seine Enkelin Sniegurochka. Ja, mal schauen, ob das richtig ausgesprochen ist. Auf jeden Fall, ja, die zwei, die kommen, wie gesagt, erst zu Silvester. Und mit diesen 2 Tickets konnten wir jetzt hier reingehen. Die mussten wir auch kaufen, da bei der Bewilligung, die wir brauchten für Weißrussland. Und jetzt dürfen wir uns hier das Ganze anschauen und mit denen kriegen wir noch ein Geschenk. Das hier sind die 12 Monate und wir haben uns ein bisschen Sorgen gemacht, weil, naja, die sind russisch angeschrieben. Aber es hat unten, wer ganz genau hinsieht, am Fuß immer das Sternzeichen drauf. Und so haben wir dann den 8. und den 11. Monat auch gefunden. Wenn man seine Figur gefunden hat in dem Monat, wo man geboren wurde, dann geht man zu der hin, flüstert einen Wunsch ins Ohr und innerhalb von einem Jahr wird der wahr. Und hier im Shop zum Schluss konnten wir unsere Eintrittstickets noch gegen sowas hier tauschen. Naja, ich habe mal wieder das Problem, ich verstehe nicht, was das ist. Das ist ein Gebäck. Ein Pilz. Cool. Das war's hier von Väterchen Frost. Ich fand es ganz süß, vor allem immer wird am Anfang beim Eingang ja schon in Empfang genommen, bis vor die Tür geführt, dann ruft man zusammen, das fand ich schon ganz schön. Und sie haben uns beide noch erklärt, wie wir jetzt hier durchlaufen können. Es hat überall Schilder, die einzelnen Posten, die sind auch auf Englisch beschrieben und zum Schluss noch ein kleines Präsent. Also ich fand es ganz eine coole Sache hier. Zeit für eine kurze Pause. Ist ordentlich was Fahrradfahren hier in Weißrussland. Insgesamt haben wir heute rund 60 Kilometer vor uns, wenn wir alles sehen wollen. Mal schauen, wie weit wir schaffen. Wir machen jetzt erstmal einen kleinen Rast hier und essen unsere Milchschnitten, weil die dürfen wir nicht mehr zurücknehmen nach Polen. Tja, so ist das hier. Ja, und wir wussten es ja eigentlich schon ein bisschen im Vorhinein. Es gibt hier, wenn du rüber gehst, im Nationalpark gibt es auch einen Tierpark. Es gibt einige die Gehege, die sind relativ groß, und dann gibt es diese 2 Kerle hier, diese 2 armen Kreaturen, 2 Bären, die hier einfach an einem kleinen Gehege auf Asphalt ihr Dasein fristen. Und ja, ich meine, sowas ist echt scheiße. Wir gehen sowieso nicht ins Soßen, wenn du dann hier sowas siehst, wo die Bären wirklich hier ihr Leben lang in diesen Käfigen drin sitzen müssen, nicht mal Naturboden unter den Tatzen haben, das ist echt scheiße. Hier an der polnisch-weißrussischen Grenze ist der einzige Urwald in Europa. Urwald heißt nicht irgendwie Dschungel oder so, weil das ist bei mir irgendwie, wenn ich das Wort höre, so die Assoziation dazu, sondern Urwald heißt halt einfach, das ist ein Wald, der wurde noch nie gerodet.
Jetzt ist es allerdings so, dass es nur noch eine Kernzone gibt, die noch nie gerodet wurde, hier in diesem Urwald. Und in diese Zone, die darf man dann wirklich auch nur mit Guide betreten. Das wollten wir auf der polnischen Seite machen. Leider werden momentan, ihr seht, wir sind so ziemlich überall fast alleine. Es hat wenig Leute hier, das heißt, es finden natürlich auch wenig Touren statt. Deshalb müssen wir noch mal schauen, aber ich glaube, wir kommen nicht in diese wirkliche Kernzone rein. Was ich euch aber hier noch zu diesen Gesellen hier sagen kann, das sind keine Bisons, bitte. Hm? Keine Bisons, das sind Bisente. Oder wenn ihr das auf Englisch sagen wollt, dann von mir aus European Bison. Die sind viel kleiner als Bisons und schmaler und die sind tatsächlich früher hier vorgekommen in Europa. Also das ist ein echtes, das ist das größte europäische Säugetier an Land. Der letzte der 3 Stopps, wo wir auch ein Ticket zu hatten, ist jetzt hier das Museum. Hier gibt es nochmal eine große Ausstellung mit allerlei Tieren, Flora, Fauna von Weißrussland. Sehr beeindruckend. Es gibt auch deutsche Audio-Guides, weil beschriftet ist eigentlich nichts auf Deutsch ansonsten. Ja, die Tiere, man könnte sie jetzt liebevoller und originalgetreuer ausstopfen. Die sind teilweise ein bisschen deformiert, aber ich denke, da hinten hat es jetzt auch gerade eine Schulklasse, das ist schon natürlich auch sehr spannend, das so anschauen zu können. So, das Allerwichtigste haben wir auch geschafft. Wir sind wirklich essen gegangen. Es gibt nicht viele Möglichkeiten, weil wir sind ja quasi so auf einer Tour sozusagen. Wir kommen gar nicht richtig ins Leben rein oder in eine Stadt rein, aber hier beim Museum hat es ein Restaurant und das war richtig lecker. Das Ganze hat uns 18,50 weißrussische Rubel gekostet. Keine Ahnung, wie viel das ist. Wir schreiben es jetzt mal unten hin und wir sind selber gespannt, wenn wir das dann umrechnen, wenn wir wieder zurück sind in Polen. Und ja, jetzt müssen wir uns langsam sputen, dass wir es auch rechtzeitig wieder zum Zoll, zum Grenzübergang schaffen, weil sonst lassen sie uns nicht mehr durch. So, wir sind wieder da, wo wir heute Morgen gestartet sind und euch guten Morgen gesagt haben an diesem See. Und ja, geht ganz schön in die Beine und in den Arsch, oder? In den Popo, ja. Ja, der Sattel, der ist nicht annähernd so bequem wie der von den Tour de Suisse Rädern, die wir aber auf unserer Thurgau-Tour hatten. Da hatten wir erst irgendwie nach 3 Tagen Dauerfahrradfahren ein bisschen Popo-Schmerzen und jetzt merke ich meine Sitzhöcker also schon sehr, sehr deutlich. Dafür bezahlen wir für einen ganzen Tag Miete ja auch nur 7,50 €. Genau, das ist doch auch 30 Slot, die bezahlen wir pro Rad für den ganzen Tag. Also das ist schon ziemlich wenig und ziemlich cool. Ja, jetzt essen wir noch unsere Milchschnitte, weil die dürfen wir ja nicht mit zurücknehmen, obwohl wir sie eingeführt haben, aber das ist ein anderes Thema. Und ja, packen unsere Rucksäcke, dass sie dann bereit sind für die Kontrolle, dann werden sie wieder ausgepackt. Und ja, wir genießen jetzt noch ein paar Minuten hier am See, die letzten Minuten Weißrussland und das Fazit und alles, das ziehen wir dann, wenn sie uns wieder rausgelassen haben, oder? Genau, wenn wir auch bis zum Schluss wissen, wie das Ganze jetzt geklappt hat. Sie haben uns wieder rausgelassen. Und alles, was wir dabei hatten, inklusive dem Keks. Den sieht er wahrscheinlich etwa 10 bis 20 Mal im Tag, denke ich. Ja, weil wahrscheinlich ungefähr, du hast 10 bis 20 gesagt, dann würde ich sagen 11 bis 21 Personen den Zoll da überqueren. Ja. Da ist absolut gar nichts los. Ja, wir verdauen jetzt erstmal die Anstrengung, planen ein bisschen die Route und dann würde ich sagen, melden wir uns dann, wenn wir einen Stellplatz wieder gefunden haben und machen dann noch ein Fazit, oder? Irgendwie so. Genau, im Moment ist mir gerade einfach wahnsinnig heiß, Ja. weil wir jetzt noch ein bisschen radeln mussten. Es war weit.
Aber wir fassen es dann nachher noch zusammen. So, mittlerweile sind ein paar Tage vergangen nach unserem Besuch in Weißrussland. Zeit, ein Fazit zu ziehen. Es ging ganz schön in die Beine, diese Tour. Absolut, wir sind ja insgesamt knapp 60 Kilometer geradelt. Für zwei, die normalerweise nicht so oft auf dem Fahrrad sitzen, ist das eine ganz schöne Distanz. Glücklicherweise war alles mehr oder weniger flach. Es ist also schon gut zu machen, nur jetzt wirklich viel weiter ins Land hinein und somit ein bisschen außerhalb von dieser geschaffenen kleinen Welt einen Einblick zu bekommen, ist schwierig. Deshalb wollen wir jetzt hier auch gar nicht großartig was zum Thema Weißrussland, wie ist es denn wirklich, sagen, weil ja, wir haben nur diesen für Touristen vorbereiteten Bereich Also wir gesehen. wurden wirklich so ein bisschen geführt. Also man sieht einfach wirklich nicht viel. Man muss dafür ja auch tief in die Tasche greifen. Wir haben zweimal 13,50 und zweimal 50 Zloty bezahlt, das seht ihr unten, für die Bewilligung nach Weißrussland zu fahren. Und dann hat man wirklich halt nur das Väterchen Frost, den Tierpark, das Museum und man kommt einfach nicht wirklich weiter, obwohl man, außer man geht mit dem eigenen Fahrrad, zum Beispiel mit dem Rad, mit dem Rennrad, dann kommt man vielleicht ein bisschen oder dem E-Bike. Bisschen schneller voran. Aber für uns hat es sich gelohnt. Wir haben ja auch ein Geschenk vom Väterchen Frost noch bekommen. Oh, so rum. Aber ich würde sagen, gelohnt vor allem, weil wir halt den Länderpunkt sozusagen mitnehmen konnten und das Ganze zählen konnten. Und ja, ob es sich sonst lohnt, keine Ahnung. Wenn ihr das machen wollt, wir haben alle Informationen zusammengetragen und zwar in einem Blogpost. Den könnt ihr jetzt nachlesen, den findet ihr hier oben. Da gibt es alle Informationen, wenn ihr auch nach Weißrussland wollt. Es ist ein Erlebnis. Wenn ihr Zeit und Lust habt und sowieso da im Nationalpark, in diesem Urwald seid, dann könnt ihr das auf jeden Fall so machen. Bei dieser Agentur, wo wir diese Einreisebewilligung gebucht haben, da kann man auch die Visa buchen, um mit dem Fahrzeug einzureisen. Auch das, die werden 4-mal täglich ausgestellt. Also es ist eine relativ kurze Wartezeit absehbar. Und ja, eben, wie gesagt, schaut im Blogpost vorbei, da gibt es alle Informationen. Und bevor wir das Video jetzt noch ganz beenden, noch ein bisschen ein persönliches Fazit. Was meinst du? Ja, ich fand es schon spannend, mal so einen Einblick ein bisschen in Weißrussland zu haben, ein bisschen mit den Leuten in Kontakt zu kommen. Wie gesagt, das ist jetzt auch nicht alles so wahnsinnig echt, aber ich fand, sie waren sehr freundlich, das war alles gepflegt, es war sehr viel Wald. Sie mussten freundlich sein. Das sagt er. Ja, Ja, ist doch ich so. fand es spannend. Ja, also für mich lohnt es sich nicht wirklich, wenn man als Normalreisender einfach dahin geht, weil man einfach wirklich wenig sieht. Es ist cool, um davon zu erzählen und man war halt da und wenn man da ist, dann kann man das machen. Aber wirklich, um mehr zum Land oder von Land und Leute kennenzulernen, muss man am besten nach Minsk fliegen. Da bekommt man ja auch 5 Tage Visum und dann kann man da direkt ein bisschen... Visum, also man kann hinfliegen und kriegt direkt das Visum sozusagen visafrei. Aber wir haben es gezählt. Können wir nochmal abklatschen und das war's für dieses Video. Wir hoffen, es hat euch gefallen, dieser Vlog aus Weißrussland. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Weißrussland war schon ein Abenteuer und ja, ihr durftet uns wie immer hier auf YouTube mit begleiten. Bis zum nächsten Mal, ihr Lieben. Tschüss.